Schöne guten Abend aus Straßburg. Guten Abend. Herr Görens, gestern als ob Initiativ hin an der Plenär in Debat gefordert ging über den drohenden Hungersnot auf 4 ostafrikanischen Länder, das Somalia, Südsudan, Jemen und Nigeria. Wieso habt ihr diesen Debat gefordert? Die Novellen, die kommen von der UNO, von der UNICEF, von allen Agenzen, die mit Ernährungsniveau wie der WHO und auch das Programm Alimentaire Mondial, die so ist, dass eine ganz große Katastrophe an das Haus steht, wenn nicht schnell etwas gemäht wird. Die Länder, die du gerade genannt hast, das sind noch zu viele Länder, die an einer konfliktuellen Situation sind, sodass die Hilfe, die auch wahrscheinlich direkt deployiert gehen, nach nicht kann immer umkommen, weil Konfliktzonen sind so, dass sie die Hilfe nicht immer durchschlossen. Also in Heimat Staaten, die auch zum Teil selber responsabel sind für das, was noch wieder wird. Der Klima und der Klimawandel als eng Explikation von dem ganzen Phänomen, aber nicht die einzige. Darüber hinaus sind im Moment 21 Länder auf der Welt, die tributär sind von Lebensmittelhilfe, die müssen da kriegen, sonst packen sie es nicht. Also, das fehlt dem just Envergure von der ganzen Problematik kurz skizzieren. Was genau sind die sogenannten Man-Made Crises, wie in der Zeit an den bestimmten Ländern? Das sind Konflikte, die sind intern. Ethnische Konflikte zum Beispiel am Süden vom Sudan. Das ist bald jetzt verzweifeln. Der Sudan hat apparemment Friede gehabt von 2005. Du hast ein Accord de Paix signiert. Ich hatte selber Gelegenheit zu signieren am Namen von der Europäischen Union. 5 Jahre darauf hatten sie ein Referendum. Der südliche Teil ist unabhängig. Der südliche Teil der besteht hauptsächlich aus einer christlichen Bevölkerung. Wo den religiösen Konflikt an den Runden hinein ist, hat den ethnischen Konflikt Platz geholt, die Platz angeholt. An die zwei Fraktionen, die gehen so benehmen, dass am Anfang überhaupt kein Abbau von dem ganz jungen Staat möglich ist. An den erklärt doch mit all den Unsicherheiten, die damit verbunden sind, dass es ganz schwer ist, für die Hilfe auf der Platz zu kommen, dass es für sie gebraucht wird. An Nigeria haben wir eine Situation, die ist ähnlich. Du hast eine terroristische Aktion am Gang, Boko Haram. Am Jemen do sind also Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran an Zivilpopulation leidet unwahrscheinlich. Auch da ist es schwer für Hilfe ankommen zu lassen. Wenn die Moment ging und die Kommission ging auffordern, mehr Hilfe zu mobilisieren, da leidet den schief, weil in der Kommission hält die Decke aber noch wirklich nicht. War das eine Forderung und die EU? Et kann immer nemmen hoffen, dat den kann durch eng besser Diplomatie op die Schlichtung von den Konflikten do abwägt. Wir müssen alle Erforderungen auf dem Gebiet gemäht gehen. Das muss präzise mit allen anderen Mitteln, die können angesagt gehen, wann Konditionen im Terrain dazu lassen. Muss ich auch sagen, dass was äußerst dramatisch ist, dass die Leute, die an den ONG sind, die auf den Plätzen wollen helfen, selber menaciert sind, sodass auch nicht mit berät ass an der Sucht mich vertret, bei dat Schiedfried du hingeht, weil Menassen, die do op den Territoire sind, die sind so groß, dat die eng vu nobelsten Taschen nämlich fir Leiit zu helfen, die an enger Notsituation net mir kann assumiert gehen. Du noch einen anderen Grund genannt, dass nicht einmal der Klimawandel drschen, dann diese Gegenden wird wahrscheinlich unweigerlich zuholen. Das ist ein ganz anderes Problem. Da geht es doch im Moment nicht durch, für Konflikt zu lösen. Was kann man da machen? Wie sieht es aus in der Zukunft für die Leute, an der Arme zu greifen? Die Europäische Union hat ein ganzes Arsenal von Maßnahmen, die sie umsetzen können. Das geht auch gemäht. Eng von den Prioritäten ist nämlich die für den Klimawandel an seine Folgen aufzusprechen und auch den Leuten zu helfen, dass sie mehr resilient sind, wie das heute heißt. Es geht der hat 50 Mal für Resilienz eingesprochen, das am Anfang bei einer Situation erstellen, gucken, dass die Affären, die durch den Klimawandel bedingt sind, an die Leute leben schwer machen, dass die kann attenuieren, für dünner an Plätzen von einer neuen Politik zu machen. Dass wie schon mit den Ressourcen umgeht zum Beispiel. Das ist eng Manier mit dem Klimawandel an seine direkte Folgen, nämlich dass die Temperatur an gewissen Gegenden ganz massiv an Blut geht. Das kann nicht machen, kann den Schicksal schützen. An neue Formen von Zusammenleben und von Organisationen entwickeln, für die wir da eins zu gehen.
Dir wat Entwicklungsminister zu Lützeburg an ihrer Erfahrung gouf die EU awer och eng weltweit Governance besser doranner schnell zu reagieren, wann es so Katastrophensituationen geht. Ich erinnere zum Beispiel Somalia, da sind 2010 an 11 ungefähr 130.000 Kanner ënner vun de 4 verhungert, das net allen Uschein no genug reagiert gin meng die aus dee Fehler leieren an dem Moment. Also ich mengen der Europäische Union können en Reprochmerkcher, wann es net gegen reagieren, do wo méigich wie. Das eng Situation ja so ähnlich wie die man an Syrien erlebt hun. Der Europäische Union wär brett, ass net immer Platz kom, wo se gebracht gouf, well eben kein Kulwer dower fir hëlf durchkonzlossen, well och Konfliktparteien net immer bereet werden eng Treff ze machen zum richchten Zeitpunkt fir der Telef kann kommen. Also mis ha enger Situation, die mir net kontrolieren. A wo man all Mlichkeit die spit muss ausreizen, fir dann awer zum Ziel zu kommen, méi eng Garantie huet net. Ich ging lewer abs mir fredesche so mit Situationen um Terra ass leider déi die ich lo gesot. Sonja Schimmers Merzen. Okay, geschieht. Schein Novent.